Dabei muss ich sagen, dass die Fairbewegung alle Parteien zu Lützeburg geschrieben hat. Ein paar Parteien reagiert, das heißt an der Person von Tilly Metz, Monika Semedo, dann die Piratenpartei an von der CSV, der Claude Wieseler, die haben alle Guten aufgesucht, die anderen haben sich überhaupt nicht zu Wort gemeldet, also die ganze Sache ignoriert. Und dafür umso mehr bewohnerische Präsenz von unserem heutigen Gast, Deputierten an der Chambre, 2009, Oppositionspolitiker mit Charakter, der Ferner Kartheiser. Mal Ferner. Herr Kartheiser, Sie als Politiker in Luxemburg, Sie sehen jetzt diese Daten. Erstens mal, ist das für Sie neu? Und zweitens, was würden Sie jetzt spontan darüber sagen? Ja, also erstens, ich danke Herrn Sönnigsen für diese sehr interessanten Ausführungen. Neu ist es nur teilweise, weil wir uns ja im Laufe der letzten Monate sehr oft damit auseinandersetzen mussten. Aber ich möchte vielleicht 1 oder 2 Anmerkungen machen. Die erste ist, ich habe Verständnis zum Teil, ich bin auch ein Kritiker der WHO, aber ich habe zum Teil Verständnis für eine internationale Organisation, weil sie so reagiert hatte, weil im Jahre 2014, und Sie hatten das auch aufgezählt, beim Ebola-Ausbruch wurde der WHO vorgeworfen, sie sei zögerlich gewesen, sie hätte nicht entschieden genug reagiert, um eine ernsthafte Gefahr abzuwenden und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass eine Organisation, die auch um ihre Glaubwürdigkeit bemüht ist, dann versucht, jetzt beim nächsten Mal umso effektiver zu reagieren. Also das kann ich so nachvollziehen. Ich sage nicht, dass das richtig ist, aber aus der Psyche heraus würde ich das einmal so sehen. Es gibt unendlich viele Fehler, die gemacht wurden in der Politik auch. Aber ich möchte auch hier eigentlich vielleicht aus eigener Erfahrung erzählen, in welchem Zugzwang auch Politiker waren. In dem Augenblick, als wir die Bilder gesehen haben in Italien, die Lastwagen, Militärlastwagen, die Tote abtransportiert haben, das ging übers Fernsehen und so weiter. Und es gab eine sehr, sehr große Besorgnis auch in der Bevölkerung und auch in China wurden massive Einschränkungen entschieden und so weiter. Und in der Atmosphäre wurden wir zusammengerufen, damals die Chefs der verschiedenen Parlamentsfraktionen und so weiter. Und der Premierminister kam jetzt hier in Luxemburg und sagte, wenn wir jetzt nicht drastische Maßnahmen nehmen, wenn wir nicht jetzt drastische Maßnahmen treffen, werden wir voraussichtlich mittelfristig über 10.000 Tote haben. Nun stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einer solchen Sitzung, die Leute sind unglaublich besorgt und Sie müssen dann, also auf jeden Fall wäre es mein Gefühl, ja sagen, weil man eben all dieses noch nicht wusste, was wir heute wissen. Mit dem Wissensstand von damals wären wir fast gezwungen, diese Maßnahmen einzusetzen. Und ich muss bekennen, ich habe auch Ja gesagt. Ich habe auch gesagt, gut, dann müssen wir jetzt Lockdown und andere Maßnahmen treffen. Ich habe meine Meinung aber anschließend relativ schnell wieder geändert. Aber ich will nur sagen, dass ich sowohl aus der WHO-Perspektive wie auch aus der nationalen Verantwortung der Politiker einiges nachvollziehen kann. Ansonsten ist vieles schiefgelaufen nachher. Sie haben zum Beispiel auch in dieser Darstellung gesprochen von den Testresultaten, die wenigen Fälle, die rote Linie. Und es ist auch, ich meine, die Ärzte wurden ja auch zum Teil daran gehindert, aktiv daran gehindert, Kritik zu üben. Denn es gab viele Ärzte auch hier in Luxemburg, die gesagt haben, was hat das einen Sinn, einen PCR-Test zu machen, wenn man keine klinische Diagnose machen kann, was jeder Arzt sagen würde, um zu sehen, ob dieser Test denn überhaupt relevant ist. Was hat ein Bruchstück eines Virus zu besagen, wenn man nicht ein Symptom feststellen kann an dem betreffenden Patienten? Also es wurde so vieles falsch gemacht. Ich möchte vielleicht mit 2 Bemerkungen aufhören. Das erste ist, wenn wir über eine Pandemie sprechen, sollten wir uns vielleicht Gedanken machen, was ist überhaupt eine Pandemie? Weil es ist ja so, dass man das definieren kann und vielleicht werden Sie in Ihren Ausführungen darauf eingehen, wie viele Fälle in wie vielen Ländern, um die geografische Verteilung eines Krankheitsbildes als Kriterium heranzuziehen. Oder aber man könnte auch darüber sprechen, über den Schweregrad einer Krankheit. Was ist eigentlich wichtiger? Eine Verbreitung einer Grippe oder ansonsten einer relativ leichten Krankheit, wo man vielleicht dann auch beim geografischen Kriterium von Pandemie sprechen könnte, oder der Schweregrad einer Erkrankung? Oder muss man beides sehen? Also darüber sollte man reden. Und das Zweite ist auch, was, glaube ich, für mich als Politiker sehr wichtig ist, wie viel Druck wurde ausgeübt, zum Beispiel auf die European Medical Agency, um überhaupt
Impfstoffe, die in einer Testphase waren, in Testphase 3, als unbedenklich darzustellen, was dann nachher der Europäischen Kommission erlaubt hat, eigentlich die Verwendung zu genehmigen. Also es gibt so vieles und ich bin deshalb dankbar auch für die Veranstaltung heute Abend, weil wir einmal ansprechen können in diesem Forum mit Spezialisten wie Ihnen, um einmal nachzudenken, was wir getan haben und was wir besser machen können. Herr Kartheiser, Sie haben gerade Herr Gomes gehört, der gesagt hat, Sie sind gewählt, Volksvertreter, aber haben nichts zu sagen. Das hat er selbst gesagt. Das sage ich auch. Wie sieht es aus bei Ihnen? Sie sind Volksvertreter, sind in der Chambre. Kennen Sie diesen Vertrag? Kennen Sie, wissen Sie das? Sind Sie auf der Höhe? Haben Sie das gelesen? Wurde das vorgelegt? Also vorgelegt wurde uns, also von der Verfassung will ich auch ein paar Worte sagen, aber die WHO-Verhandlungen, die wurden bisher im Parlament nicht behandelt. Ich möchte vielleicht mit einer fast satirischen Bemerkung anfangen. Das ist, desto mehr ich Ihnen zuhöre, desto mehr werde ich fast zu einem Freund des Covid-19-Virus, weil wir diskutieren endlich durch Covid-19 Probleme, die wir eigentlich schon längst hätten in unseren Gesellschaften behandeln sollen. Und die Tatsache, dass sich so viele Leute jetzt Sorgen machen und Gedanken über Grundrechte, verfassungsrechtliche Fragen, ist eigentlich eine sehr positive Konsequenz der Krise, die wir erlebt haben. Ich möchte vielleicht ein paar Kommentare machen, denn es wurde sehr, sehr vieles gesagt, sowohl von Herrn Kruse als auch von Herrn Gomes, das wirklich wichtig und interessant ist. Das Erste ist, wir brauchen nicht unbedingt bis zur WHO zu gehen, um diese Gefahrenschemata, die wir jetzt hier darstellen, wirklich zu spüren. Ich glaube, zum Beispiel auf Ebene der Europäischen Union hatten wir auch diese Beschränkungen der Reisefreiheit über diese Dokumente, die auf einmal eingeführt wurden, die auch in keinem Schengen-Vertrag und in keinem Zusammenhang mit den Grundfreiheiten stehen, also auch der Reisefreiheit, Niederlassungsfreiheit und so weiter. Auf einmal war das da. Und man muss schon aufpassen, dass jetzt nicht auf einmal gesundheitsrelevante Daten zu einem Element der Reisefreiheit in der Europäischen Union werden. Also es ist nicht nur WHO weltweit diese Gefahr mit QR-Code und so weiter, sondern auch näher an uns heran, Europäische Union. Genauso wie auch die Tatsache, und da haben Sie vollkommen recht, dass die Informationsfreiheit beschränkt wird, dass eigentlich diese positive Darstellung der Maßnahmen der WHO, der Impfungen und so weiter erwartet werden. Diesen Eingriff in die Informationsfreiheit haben wir bereits. Wir hatten es vor ein paar Jahren diskutiert, vor 4 Jahren, 5 Jahren, als der internationale Migrationspakt angenommen wurde. Im internationalen Migrationspakt steht auch, dass man Migration positiv darstellen muss und dass die Presse sich der Kritik enthalten soll. Also was einmal durchging, das geht auch nächstes Mal noch einfacher. Man muss also immer wieder aufpassen, wenn diese Grundprinzipien in Frage gestellt werden, wenn es beim Migrationspakt geklappt hat, warum jetzt nicht in diesem Zusammenhang? Es sind ja dieselben Mechanismen, die spielen dieselben Staaten und so weiter. Ich glaube, um Elemente an Antworten zu geben, würde ich zuerst einmal aufmerksam machen auf die Notwendigkeit, die Führung, die Governance, die Art und Weise, wie die WHO selbst funktioniert, vielleicht auch in den Reformgedanken mit einzubeziehen. Wir haben jetzt 34 Staaten, die in einem Governing Board da sitzen. Man muss schon sehen, wie diese Staaten auch gegenüber privaten Geldgebern gestärkt werden können und wie auch die Repräsentativität, vielleicht die geografische, das oft in UNO-Gremien ist, eben zusammengestellt ist, wie eigentlich die Rolle der Staaten auch gegenüber dem Executive Director gestärkt werden kann. Das ist umso wichtiger jetzt, weil die Welt im Umbruch ist. Sie sehen, dass die BRICS-Staaten jetzt sind. Die BRICS-Staaten tendenziell sind keine Freunde der privaten Geldgeber. Also es gibt ein Momentum auf internationalen Ebene, wo man vielleicht auch hoffen kann, dass eine Staatengemeinschaft, wie sie sich jetzt neu zusammensetzt, neu bildet, neu strukturiert, vielleicht gegenüber privaten Geldgebern als Einflussgeber in der WHO kritischer gestimmt ist, als das bisher der Fall wäre. Aber dieses Stichwort der Governance und der Rolle der Staaten, der Transparenz auch in der Finanzführung der WHO, das sind Fragen, denen wir uns stellen sollten. Eigentlich das Kernproblem, und Herr Gomes hat darauf angesprochen, ist diese Frage des Vorrangs des internationalen Rechts gegenüber dem nationalen Recht. Das ist eigentlich die Frage auch in Artikel 5 der Verfassung. Und die eigentliche Reform, die da in Luxemburg durchgezogen wurde, ist, dass in der früheren Verfassung, die bis zum 1. Juli gegolten hat, stand, dass man der Staat zeitweilig
zeitweilig die Ausübung exekutiver Rechte an internationale Organisationen mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament abtreten kann. Zeitweilig. Und das Wort zeitweilig, das fehlt in der neuen Verfassung. Jetzt kann man also hingehen und es gibt auch keinen beschriebenen Weg, die wieder zurückzunehmen. Das ist das Gefährliche daran, dass jetzt eigentlich die Abtretung von Rechten definitiv sein könnte. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz oder in Deutschland gehandhabt wird, aber das ist sicher kein guter Text. Wir werden auch versuchen, darauf aufmerksam zu machen und zu reformieren. Aber die Grundfrage ist eben jetzt, wie auch verhandelt wird auf EU-Ebene in diesen Verhandlungen, die in der Weltgesundheitsorganisation stattfinden. Die EU hat an sich nicht die Kompetenz in Gesundheitsfragen. An sich sind es die Mitgliedstaaten, die verhandeln. Und die Mitgliedstaaten hatten unterschiedliche Ansätze. Das schwedische Modell während der Covid-Krise war ein ganz anderes als unseres hier. Ich glaube, es ist klüger gewesen und ich weiß jetzt nicht, wie die ärztliche Bilanz davon schlussendlich aussieht. Aber die Schweden haben einen anderen Weg gewählt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Schweden jetzt damit einverstanden wäre, dass auf EU-Ebene, wo sowieso die Kompetenz nicht angesiedelt ist, jetzt auf einmal Positionen verhandelt werden sollten, die der schwedischen Auffassung widersprechen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Man muss also sehen, wie die Staaten sich aufstellen. Die EU versucht sicher zu koordinieren, auch um ihre eigene Macht zu stärken. Aber wie weit das möglich ist, weiß man nicht. Hat das jetzt Vorrang oder nicht? Das ist eine sehr wichtige Kernfrage. Wir haben auch diese Diskussion in Luxemburg bisher kaum geführt. Wir reden im Rechtswesen von einem monistischen Ansatz. Ein monistischer Ansatz, der auch vom Bundesverfassungsgericht in dem Streit, der regelmäßig aufkommt gegenüber dem Europäischen Gerichtshof hier in Luxemburg. Wer hat eigentlich Interpretationshoheit über was? Und da muss man sehen, dass das Bundesverfassungsgericht wiederholt geurteilt hat, dass eigentlich europäisches Recht insoweit vom Europäischen Gerichtshof beurteilt werden soll, wie der Schutz der Grundrechte, das Niveau des Schutzes der Grundrechte, wie sie in der deutschen Verfassung angesiedelt sind, nicht in Frage gestellt wird. Eigentlich immer die Betonung auf den Rechtsschutz des deutschen Bürgers. Solange 1, Urteile, die in Juristenkreisen bekannt sind. Die Frage ist nur, inwieweit kann die Europäische Union das machen? Und hier kommt der Punkt, die Charta der Grundrechte zum Beispiel wurde nie ratifiziert. Die Charta der Grundrechte in der Europäischen Union wurde feierlich verkündet. In Nice, glaube ich, irgendwann einmal standen die europäischen Staats- und Regierungschefs da und verkündeten feierlich, aber nie ratifiziert, kein Rechtsgrundachten. Das ist ein Text, den kann man auch im Winter zum Kamin anzünden benutzen. Das ist rechtlich absolut möglich. Das gibt es nicht. Es ist ein politischer Text, kein rechtlicher Text. Wenn jetzt die WHO hingeht und solche Rechtsakte verkündet, ohne Ratifizierung, und das ist eigentlich die Kernfrage, wie wird das Zeug angenommen? Sie haben darauf angespielt, was tritt automatisch in Kraft? Oder wird es nur verkündet? Oder wird wirklich ratifiziert? Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass man versucht, aus Bequemlichkeitsgründen auch unter Druck einiger Interessengruppen der Ratifizierung aus dem Wege zu gehen. Deshalb sollten wir alle verlangen, dass ratifiziert werden muss, weil das ändert vollkommen die Diskussion. Wenn in jedem Staat die Diskussion stattfinden muss, ratifizieren wir das oder nicht, das ist etwas ganz anderes, als Sie zum Beispiel bei der Charta der Grundrechte haben. Ja, die WHO hat feierlich den neuen Pandemievertrag angenommen. Aber mit welchem Recht, mit welcher Rechtsgrundlage und welche Rechtskonsequenzen entstehen daraus? Das heißt, man muss fordern, dass ratifiziert werden muss, und zwar in jedem einzelnen Staat. Und das wird die Natur der Debatte grundsätzlich ändern. Ich möchte vielleicht, weil es so schön ist, noch einmal auf diese Equity. Ich habe mir das aufgeschrieben, dass Sie das gesagt haben, die Equity, dass man eben die Impfstoffe überall vertreten oder gleich verteilen muss und so weiter. Das ist ganz lustig als Politiker. Ich verstehe, das sind die UN Development Goals und die Gerechtigkeit gegenüber allen Staaten und man nimmt das weinend und mit tiefer Rührung zur Kenntnis. Aber die Wirklichkeit ist das etwas ganz anderes. Ich meine, die Afrikaner hatten wesentlich weniger Verluste, einfach schon, weil die Bevölkerung sehr viel jünger ist. Damit beginnt es schon. Also Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass beim Covid das Sterbeschema eigentlich Komorbiditäten wären, hohes Alter und so weiter, eben diese Standardfaktoren.
Also die Altersstruktur wäre schon eine ganz andere, das ist auch bei anderen Krankheiten eben auch vielleicht ein Faktor. Und dann kommt dazu, dass die Logistik überhaupt nicht da war. Wir hatten große Diskussionen zum Beispiel, wie wir Impfstoffe, die tiefgekühlt geliefert werden müssen, in der Wüste, wo es keine Straßen gibt, hinbringen sollten zu den Glücklichen, die den mRNA-Impfstoff dann genießen sollten. Also man muss bei all diesen Diskussionen zwischen der politischen Rhetorik unterscheiden und den Realitäten einfach, wie man das überhaupt machen kann. Es ist, ich würde das eher als politische Gestikulation ansehen, das ist gut gemeint, das ist nett, das ist lieb, aber nicht wirklich relevant. Relevant ist, wie werden diese Verträge angenommen, welches Mitspracherecht haben die nationalen Parlamente, und es geht darum, dieses Mitspracherecht zu verteidigen und einzufordern. Aber steht zum Beispiel Luxemburg auch unter Druck bei der Europäischen Union bei dieser Sache? Oder wo kommt der Druck genau her? Da kommt er gleich direkt von der WHO? Nein, ich glaube nicht, dass die WHO als solche Druck ausübt. Das ist viel komplexer. Ich glaube, Sie haben vorhin auch gesprochen von der Rolle der Gesundheitsminister. Man sollte nie etwas unterschätzen in der Politik. Das ist die Bequemlichkeit des Konformismus. Ein Minister, der sich querstellt, auch auf internationaler Ebene, zieht Kritik an von Organisationen, Kritik seiner Kollegen auf internationaler Ebene, interne Kritik, warum gehst du mit denen Streit suchen, wir brauchen die in einem ganz anderen Dossier, Stahlindustrie oder sonst was, und dann machst du Streit wegen Covid und so weiter. Der Konformismus auf internationaler Ebene ist ein gängiges Phänomen und es ist ein sehr gefährliches Phänomen, denn mutige Minister sind selten. Konformistische Minister sind Norm. Und dieser Druck des Konformismus, glaube ich, ist eine sehr wichtige Sache. Die EU wird sicher Druck machen, weil sie als Institution versucht, ein föderales Modell durchzusetzen auf Kosten der Mitgliedstaaten. Da glaube ich, auf EU-Ebene kann man sicher von Druck oder von Versuch eines Druckaufbaus reden. Bei der WHO glaube ich das nicht, weil sie zu komplex ist mit 194 Mitgliedstaaten, wo viele ihre Souveränität verteidigen. Sie sehen jetzt zum Beispiel in Afrika dieses neu erwachende Selbstbewusstsein, dieser Wunsch, sich dem empfundenen Neokolonialismus zu widersetzen. Und das wird sich auch in internationalen Organisationen niederschlagen. So dass ich glaube, dass wir von unseren in Deutschland, in der Schweiz ist nicht Mitglied der EU, aber mit betroffen, aber von deutschen, luxemburgischen und anderen Ministern müssen wir verlangen, dass sie die nationalen Interessen verteidigen, dass sie die Interessen des Parlaments verteidigen, weil die Souveränität stammt nicht von den Ministern, sie stammt aus der Nation, wie Herr Gomes es zu Recht vorgelesen hat. Und diese Basisstrukturen einer funktionierenden Demokratie gilt es zu verteidigen. Haben Sie Angst, dass Sie das nicht hinkriegen, um alle anderen Parlamentarier zu überzeugen und dass dieser Vertrag unterschrieben wird? Wissen Sie, stillen Kämmerlein eher? Also wir haben am 8. Oktober Wahlen. Die Leute entscheiden und die Leute müssen damit leben, was sie wählen. Das ist Demokratie. Ich kann Ihnen meine Voraussage ist, dass meine Partei die absolute Mehrheit knapp verfehlen wird. Und ich kann Ihnen deshalb nicht sagen, was nachher ist, aber das liegt jenseits meiner Möglichkeiten. Ich kann nur versuchen, für meine Partei dann eben diese Position zu vertreten und versuchen, die Leute zu überzeugen, dass das wichtig ist. Aber jeder hat das Recht, für sich zu entscheiden, wie er es möchte. Vielleicht, Herr Kruse, ja? Abschließend, Herr Kartheiser, Sie spielen eine wichtige Rolle, weil Sie sind einer der Politiker, der jetzt etwas tun können. Wir haben noch ein Jahr Zeit ungefähr. Wie sehen Sie Luxemburg in diesem WHO-Wirrwarr in einem Jahr? Sind wir versklavt oder geht die Sonne auch in einem Jahr wieder auf und sind wir frei von WHO? Also ich möchte vielleicht das Letzte aufgreifen, weil ich ja sehe, wie die politische Debatte sich zum Teil entwickelt und radikalisiert. Ich glaube, wir müssen, und das haben auch Herr Kruse und Herr Sönnigsen heute Abend sehr gut gemacht, man muss schon auch immer unterstreichen, dass wir die WHO brauchen. Es ist nicht so, dass wir uns gegen die WHO stellen, weil die Welt braucht eine Weltgesundheitsorganisation, die beratend tätig ist, die Informationen sammelt, die einfach eine unterstützende
und beratende Funktion weltweit ausübt. Ich glaube, es ist eine gute Sache. Aber dann nicht privat finanziert. Nein, ja Staaten finanziert. Das Problem ist eben, wir brauchen eine WHO, die diese Funktionen erfüllt, die aber auch die Souveränität und die Freiheit der Staaten respektiert. Deshalb haben wir vorhin gesprochen über die Reform oder auf jeden Fall eine Überlegung, wie die Governance dieser internationalen Organisation, die Führung dieser internationalen Organisation vielleicht geändert werden kann, verstärkt werden kann, damit zum Beispiel die Führung dieser Sonderfonds, der finanziellen Sonderfonds, die angelegt sind, transparenter gestaltet wird, auch klarer abgetrennt von den Entscheidungen, die die Staaten auf Ebene der Weltgesundheitsversammlung oder so treffen müssen. Also eine ganz klare Trennung und eine Transparenz in der Verwendung die Herkunft und die Verwendung der Gelder. Also Reform der WHO würde ich schon empfehlen, weil wir auch sehen in dieser Debatte, wie potenziell nachteilig eine untransparente Struktur sein kann. Aber Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das scheint mir illusorisch zu sein, weil da sprechen wir von Weltfinanzen, weltweite Finanzen, die so groß sind, dass wir da, ich glaube eher, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir den Vertrag nicht unterschreiben. Ja, das auch. Aber ich glaube nicht, dass das illusorisch ist. Ich glaube nämlich, dass sich, wie auch diese Debatte heute Abend zeigt, dass in den letzten Jahren sich die Leute bewusst wurden, wie groß der Einfluss des privaten Geldgebers in der WHO überhaupt ist. Früher war das kein Thema. Und es hat trotzdem zu großen Entscheidungen geführt, wie zum Beispiel eine Umdefinierung von, was früher als Krankheit bezeichnet wurde, wurde dann auf einmal nicht mehr als Krankheit bezeichnet, auch unter dem Eindruck privater amerikanischer Lobbygruppen, die ihre Interessen verfolgt haben. Aber früher wurde das kaum diskutiert. Heute wird das diskutiert. Wir sind uns dessen bewusst und ich glaube schon, dass das ein Momentum ist, um auch unseren Regierungen zu sagen, also wenn wir da verhandeln im Rahmen der WHO, sollte man dann auch bitte diese Strukturen überdenken. Das ist in internationalen Organisationen nicht unüblich. Das ist realistisch. Das können wir und das mit dem nötigen Engagement können wir das erreichen. Die Frage, wie wir als Luxemburg da stehen, das ist natürlich, ich weiß nicht, wie die Wahlen ausgehen werden, es ist aber wichtig, wie die Wahlen ausgehen werden. So wie ich die jetzige politische Landschaft in Luxemburg einschätze, ist das, was Sie als Bequemlichkeit bezeichnet haben, was ich als Konformismus bezeichnet habe, ist fast die Regel. Wir haben in Luxemburg ein sehr nettes Sprichwort, was ich von der Formulierung sehr mag, weil es griffig ist und richtig, aber inhaltlich hasse. Das ist, mach, was die anderen tun, dann geht es dir wie den anderen, auf Deutsch übersetzt. Mach wird Leid, da geht es da wieder Leid. Und das ist eigentlich diese Bibel des Konformismus. Und ich glaube, dass wir die auch in der luxemburgischen Politik sehr, sehr, sehr weit verbreitet sehen, in anderen Staaten vielleicht auch, ich weiß es nicht, ich hoffe nicht. Ich sehe keine in den möglichen Regierungsparteien keinen Mut für einen Sonderweg oder einen eigenen Weg. Ich hoffe, dass es vielleicht möglich sein könnte, wenn andere Staaten in Europa vielleicht vorsichtiger sind, ich habe Schweden genannt, vielleicht auch Österreich oder andere, dass die andere durch politische Veränderungen vielleicht einen vorsichtigeren Kurs einschlagen, dass wir uns vielleicht damit anhängen können. Aber das ist schon das höchste der Gefühle. Denn die Kollegen aus dem Ausland wissen jetzt nicht, dass meine Partei eher eine achtrangige Rolle spielt. Aber gut, Wahlen können alles ändern, aber wir sind nicht die dominierende politische Kraft hier in diesem Land. Sodass dass Vorsicht geboten ist, aber Sie haben Großbritannien genannt, ja, vielleicht, aber an anderen Ländern kann es scheitern. Und ich glaube, dass wenn wir hier darauf bestehen, dass die luxemburgische Regierung vorsichtig ist durch parlamentarische Anfragen, ich weiß auch, dass bei unserer Partei wird jetzt in Kürze eine Protestmanifestation organisiert, eine öffentliche. Auch solche kleinen Sachen werden dazu beitragen, vielleicht doch das Bewusstsein der Leute zu schärfen. Das kann man auch im Ausland machen. Ich weiß nicht, Proteste vor dem Gesundheitsministerium und solche Sachen, das kann man machen. Also man kann durch diese Art des Widerstands doch manches erreichen. Wir werden das versuchen. Und wir werden verfassungsmäßig Initiativen nehmen, um Mechanismen einzuführen in die Verfassung. Auch das sind politische Initiativen,
um Rechte, die wir abtreten an internationale Organisationen auch zurückfordern zu können. Und zwar mit sofortiger Wirkung. Weil auch das ist ein politisches Element, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, dass auf internationaler Ebene die WHO hingeht oder das wird angenommen und wir sehen in der Analyse kurz vor der Annahme einer solchen Regelung kann man politisch auch Druck machen und sagen, das machen wir nicht mit. Wir müssen unsere Souveränität schützen und wir verlangen, dass diese Abtretung von Rechten an internationale Organisationen sofort zurückgenommen wird, um auch hier eine Dynamik in die Diskussion einzubringen. Es gibt Möglichkeiten, sie sind nicht unglaublich groß, aber ich glaube, es ist unsere gemeinsame Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass wir die Wege, die wir haben, auch benutzen aus unterschiedlichen Motivierungen. Sie haben den gesundheitspolitischen Aspekt, Sie haben den rechtlichen Aspekt, ich betrachte vielleicht eher den politischen Aspekt, aber es geht darum, die Rechte unserer Bürger aus unterschiedlichen Perspektiven zu schützen. Das ist Auftrag und wir müssen eben Fantasie zeigen, um dieses Ziel zu erreichen. Und Sie können dafür sorgen, dass dieses Dokument, was unterschrieben werden soll, in der Debatte groß im Parlament angesprochen wird und dass alle darüber informiert sind. Das hängt davon ab, ob ich wiedergewählt werde. Ja. Dann viel Glück.